Et gëtt jo so oft iwwer de Nation Branding geschwat, dat ass jo modern well zu Lützeburg. Ich wollte lo mal eng Geschicht erzielen, dat eng Realitéit ass eng europapolitisch, dat die wirklich den Tampon Made in Luxemburg dreht. Und zwar geht es do Rechtsstaatlichkeit, das heißt den Umgang den Regierungen mit unabhängigen Gerichten, unabhängigen Gerichtsbarkeiten oder Medienfreiheit an anderen Sachen machen. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, für eine gewisse Zeit hatte ich Donauwald solid Probleme mit dem Herrn Orban aus Ungarn. An Ehresto aus der Kommission rausgegangen sind, habe ich einen Mechanismus auf den Tisch gelöscht, den europäischen Rechtsstaatenmechanismus. Die soll der Kommission dingen, wann nach einke so gif übertreiben, wie den Herr Orban das normalerweise möchte. Und dann hast den Jean-Claude Juncker, Präsident von der Kommission, gehen. Aber wen hat gedurcht, hin müssen direkt relativ sehr den Mechanismus an Praxis umsetzen, und zwar an der Sache von Polen, der ja für sich tut, hier irrwischt Gericht aus den Angeln zu helfen. Also schon den zweiten Lützeburger, den sich um Rechtsstaatlichkeit an Europa bekümmert. Und lo den dritten, das ist den Frank Engel. Der Frank hat nämlich als Responsabler von der EVP am Europaparlament dro geschafft, an net reüssiert, für den Mechanismus, den ich 2014 geschafft habe, für den lo zu reformieren. Der Frank steht hier neben mir, und ich meine, es gibt keine bessere wie hin, für euch zu erklären, worum es dann lo geht, was ihr wollt besser machen, und wie ihr das fertig bringt. Es besser machen, wie Vivian Reding, ist natürlich von Anfang okay Kado. Streng gehalten wollen wir ja nicht besser machen, aber wir wollen nicht durchgehend ernst machen, dass es erstens mit gleichmäßig geht, zweitens mit permanent geht, drittens ständig alle Menschen betrifft, im Sinne von einer regelmäßigen Überwachung von rechtsstaatlichem gutem Funktionament von den Memberstaaten von der Union, sodass ich auf eine Manier angreifen, wann da muss angreifen, die nicht unbedingt direkt mit dem großen Hummer zu tun hat, mit dem, was die Kommission ja auch schon angefangen hat zu praktizieren in der Dinger Propos, nämlich wir wollen anfangen, einen Rechtsstaatsdialog zu führen. Der Nussatz vom Parlament ist dafür zu sagen, wir haben den Mechanismen entretemps ja 2,5. Geht von der Kommission, geht vom Conseil, und das Parlament möchte sich an einer Krisensituation. An ideal wäre es, wenn die drei Institutionen zusammen unter der Federführung von der Kommission, weil die ja für die Anhalte von der Verträge zuständig ist, geben sich permanent damit beschäftigen, wie die Union ob rechtsstaatlich funktioniert wird. An einem Fall, wo das nicht sollte Fall sein, egal wo, da könnten die drei Institutionen zusammen, allerdings unter der Federführung von der Kommission, aber die anderen nur geregelt mit ihren respektiven Kompetenzen ergreifen. Und sollen dann in Zukunft idealerweise machen, ob Avis, ob Urroden von einem Gremium, was man so konzipiert hat. Ich bin der Meinung, dass man das gut konzipiert hat, was soll bestehen aus 27 bis 28, je nachdem wie viele Memberstaaten das man dann so haben. Leute mit höchstrichterlicher Qualifikation, die also können Verfassungsrichter sein oder Höchstrichter bei einer Cour de Cassation oder ähnliches, designiert von ihren nationalen Parlamenten. Für das Staaten noch die Impression haben, dass sie selber matt und einer Peer-Review teilholen und dass sie nicht übergangen gehen. An der Basis von der jährlichen Eingabe von dem Gremium möchte die Kommission einen Rapport oral und wenn wir dann einen interparlamentarischen Dialog für am Endeffekt eigentlich zu einer europäischen Gouvernance-Konvergenz zu kommen, weil wir sind dann leider nicht da, wo wir immer so dass wir wären. Wir haben zwar vielleicht nominell dieselbe Werte, aber wir behandeln sie nicht immer selber und das muss sich ändern. Und dafür haben wir ja auch immer so viele Probleme zu lösen. Genau. Ich kann mir ja aber vorstellen, so wie die Europäische Union bekannt ist, mit den 28 Memberstaaten, so viele Parteien an dem Gremium, wie hast du das auch fertig gebracht für auch die, die ja eine andere Meinung über Rechtsstaatlichkeit haben, wie du auch nicht, oder wie mehr Lützeburger am Allgemeinen, für die mit einem Tisch zu haben, für das die auch positiv gestimmt haben, weil sie ja mehr wie 5
500 Deputéierten, die am Endeffekt dei rapport gut geheescht hun. Also mir hat ein 2/3 Majorität von denen, die do waren, da das für die Dozocht vor rapport ab es war 4 und 2 Jahre undenkbar gewesen das ganz klar. Und da das nicht gange, weil man auch am Verlauf von der Zeit gesehen und dass es auf so viele verschiedene Plätze schief läuft. Und noch an diesem Verein, mit dem wir zwei ja auch regelmäßig streiten über die Sujet, weil zu viele Leute dort tendieren, für den Orban von dieser Welt nutzen gehen, was ich für einen Fehler habe und das ist auch immer für einen Fehler gehalten. Mir auch an diesem Verein hat das sich durchgesetzt, dass wir nicht können dauerhaft durchstehen als die große europäische Partei, der die Rechtsstaatlichkeit egal ist. Wir kujinieren alle möglichen Städte am Süden von Europa, wenn Dezimalprozentzahlen, die Budgetdefizit zu groß ist. Wir waren Verfassungsgericht zu aufgeschafft, wird an tausende Richtern, an Beamten und so weiter an der Pension geschickt gehen. Da fanden wir das für Souveränitäten, das geht was nicht tun. So geht es nicht. Rechtsstaatlichkeit muss eigentlich gesehen als Element von der europäischen Genetik, vom DNA-Code, von der europäischen Integration. Und mehr und mehr Leute, auch in einer Menge unmaßgeblichen, massierenden Zodonen am Verlauf von den letzten Monaten tun das beim Wort gestern so gesehen. Ich hoffe, dass wir auch konkret etwas daraus machen können. Und ich meine, das ist das beste Wort für den Schluss, weil es geht ja nicht durch, dass den einen neuen Mechanismus hat, der noch mehr effikaz ist wie der von 2014. Der Mechanismus muss auch angewandt gehen an die Länder, die sich nicht beholen, wie sie sollen, die müssen auf den richtigen Weg zurückkommen. Und dafür ist es gut, dass wir den Effekt hatten am Europaparlament, dass du et fertiggebracht hast, auch den Erfolg hinzukriegen, weil das ist ein Erfolg, für an so einem Dossier so eine Majorität zu kriegen. Also da versteht Leute auch mal für was, dass es gut ist, dass die Lützeburger Europadeputierten heute zu Straßburg sich ersetzen. Wir dingen etwas.